Spaghetti Carbonara. Was machen wir heute? Spaghetti Carbonara. Habe ich mega gern. Was brauchst du für das alles? Da brauchen wir Speck, Eier, Spaghetti, Grana Padano oder Parmesan oder Pecorino, verschiedene Gewürze und das war's. Freue mich drauf. Danke. Bis dann. So, ich bin bereit. Bist du auch bereit, daheim? Wir können loslegen. Wir machen Carbonara, oder? Und bei Carbonara gibt es immer so ein bisschen Streitpunkt. In der Schweiz macht man oft Carbonara mit Rahm. Würde die Italiener sagen, auf keinen Fall. Dann nimmt man in der Schweiz teilweise kochte Schinken. Würden die auch sagen, nee. Also, wir machen hier einen Kompromiss. Sie machen dort meistens mit Pancetta, mit einer anderen Pancetta Guanciale, glaube ich, heißt. Ich weiß nicht, ob man so ausspricht, wo noch ein bisschen Fleisch durchgezogen ist. Wir machen mit Speck, mit Bratspeck, nehmen wir aber wirklich kein Rahm. Wir machen eine klassische Carbonara. Deswegen nur Speck, Eier, Spaghetti und Käse. Gewürze natürlich und ein bisschen vom Kochwasser werden wir auch verwenden. Du wirst sehen, das gibt auch diese Sämigkeit, was man vom Rahm erwartet. Aber das haben wir von dem Kochwasser, oder? Das Wasser kocht schon bei mir. Wenn wir jetzt zusammen kochen, musst du jetzt das Wasser noch bereit machen zum Kochen, vielleicht kurze Pause machen. Man kann natürlich auch Speckwürfel nehmen, ist aber wirklich nicht das Gleiche. Also mit dem Streifen hier, sie sind so dünn, dann werden sie nachher in einigen Stellen schön knusprig. Also nicht alles, wenn du das nicht so anbraten, bis wirklich alles krokant, so crunchy ist. Aber das ein Teil, dass man teilweise wirklich auch, da haben wir wieder diese Spiele mit den Texturen, oder? Dass man im Mund merkt, ist eine Ecke da knusprig und der Rest nicht so. Ich nehme da hier eigentlich weg. Wir haben das so vorbereitet. Aber ich brauche das gar nicht nachher, weil ich will dieses Kochwasser. Das Wasser hat vorher schon gekocht. Ich kann jetzt wieder auf Vollgas machen. Speck, fein geschnitten, kommt schon in die Bratpfanne, ohne zusätzliches Öl. Es ist daher wichtig, dass man auch einen Speck nimmt mit einem gewissen Anteil Fett, also nicht jetzt eine Light-Version vom Speck. Der muss wirklich eine gewisse Menge Fett haben. Man kann die sogar ein bisschen auseinander so nehmen, das schön anbraten und vielleicht nicht so heiß, Patricia. Nehmen wir das schon so, solange es nicht super heiß ist, dass wir so von Hand machen können. Jetzt ist schon langsam heiß. Geht super schnell da. Da ist mein Tuch. Leg mich nochmal da. Ich mache eine Portion. Natürlich würde ich die mehr machen, wenn ich nicht allein wäre. Aber wir machen eines und probieren. Das Wasser kocht schon wie Wahnsinn. Ich gebe ein bisschen Öl und wirklich nicht viel, weil ich will nachher, dass die Soße schön in die Spaghetti zusammenhaftet und das Öl verhindert das ein bisschen. Aber das Öl bleibt so an der Oberfläche und das hilft mir, dass das Salz, und ich nehme hier natürlich ganz edel unser spezielles Salz-Herdöpfelgewürz, dass das Salz auch so schön an der Oberfläche bleibt. Und wenn die Spaghettis dann ins Wasser kommen, müssen sie obligatorisch durch diesen Salz. Ich nehme etwa eine Portion. Ich weiß nicht, bei dir, bei mir ist immer eine Schwierigkeit. Also, wie viel ist das? Man weiß auch nicht, wie viel Hunger die anderen haben. Ich nehme da ein bisschen, ich glaube, es darf nur ein bisschen sein. Vielleicht hat der Stedi Hunger und ich wollte es eben auch probieren.
so dass wir schön in die Soße haben. Nicht brechen. Ist lustig, schon als Kind hatte ich das nicht gern. Wenn ich irgendwo Spaghetti gegessen habe, hatte keine Ahnung, dass man in Italien nicht bricht. Aber es hat mich immer genervt, wenn sie so klein geschnitten waren, weil genau das Coole im Spaghetti war, so die lange Spaghetti zu rollen und zu essen. Als Kind und heute noch. Lassen wir da ein bisschen. Und jetzt einfach schauen, dass alles schön im Wasser ist. In diesem feinen Salzwasser. Da kann man noch ein bisschen weniger machen. Es geht sehr schnell. Sehr, sehr, sehr schnell. Wenn ich natürlich die Teller auch vorwärme, also den Speck brauche ich im Moment nicht mehr. Nehmen wir da weg. Spaghetti auch. Weil jetzt muss man die Eier hier teilen. Und zwar für dieses Rezept, also für eine Portion, nehme ich ein ganzes Ei und ein Eigelb dazu. Nichts mehr. Das kann auch weg, aber auch nicht weniger. Da kommt mein ganzes Ei. Es ist wirklich eine Eiersauce. Speck nicht vergessen, die fangen schon an schön goldig zu werden. Spaghetti auch ein bisschen rühren. So auseinander nehmen. Nicht, dass es so zusammengehaftete Spaghettis gibt. Und jetzt ganz vorsichtig werde ich ihr das Ei trennen. Natürlich werde ich diese Eiweiß auch noch brauchen. Ein Eigelb noch. Gut. Nehmen wir das Eiweiß beiseite. Da brauche ich jetzt nicht. Speck nicht vergessen. Jetzt haben die Speck schon so ein bisschen Fett abgegeben. Dann machen wir ein bisschen Knoblauch drin. Ich nehme hier die G4 getrocknet vom Stedi und deswegen nehme ich wenig. Die sind sehr konzentriert. Ich lasse die wirklich zusammen mit dem Speck da, dass sie schön die Feuchtigkeit aufnehmen können, nämlich hier das Fett. So. Und dann riecht es schon nach Knoblauch und fein. Habe ich hier Ei. Ich gebe hier im Ei schon ein bisschen Stickhuspfeffer. Aber wirklich ein bisschen. Ich gebe nachher im ganzen Spaghetti noch mehr. Welche doch brav, schön kochen. Nochmal ein bisschen. Voneinander lösen. Die lassen wir ja nicht verkochen, ne? Die müssen noch so bissfest sein, so al dente sein noch. Und jetzt, das sind auch je nach Region, würde man das mit Pecorino machen, also mit einem Schafkäse. Man könnte mit Parmesan, ich mache hier mit einer Grana Padano, tue ich wirklich hier die feine, ich glaube, so ist fast einfacher, wenn ich schnitte. Aber nicht so sparsam mit dem Käse. So. Man muss immer daran denken, es hat keine andere Soße, so Käse zusammen mit dem Kochwasser, zusammen mit dem Ei. Gibt da die Soße, die Speck sind eigentlich schon so weit. Die Spaghetti aber noch nicht, dann stelle ich ab. Ich will die eben nicht verbrennen, weil jetzt sind sie genau der richtige Punkt erreicht. Oder? Denn einige sind schon so kross, knusprig, goldig und andere noch nicht. Und das will ich. Nehmen wir sogar hier. Lassen wir da. Das ist abgestellt. Ne?
Und die Spaghettis kommen auch langsam. Also muss ich auch hier noch so weit sein. Kann man natürlich auch bereits geraffelter Käse nehmen, aber es muss eine so Kreifkäse sein. Also es muss gereift sein. Es muss Parmesan, Pecorino, Sprenz würde natürlich auch gehen. Andere Schafkäse, die auch schon so reif sind, trocken, gehen auch mit ganz ein altes Manchego, wenn ich nicht gerade Pecorino finde. So, Finger noch ganz lassen. Nichts verschwenden, vor allem wenn ums Käse geht. Haben wir genug? Eier schön. Ich habe kein weiteres Salz verwendet. Hast du vielleicht gemerkt, oder? Bis jetzt. Der Speck hat Salz, der Käse hat viel Salz. Spaghettis kochen da im Herdöpfelgewürz. Wasser, also es ist alles schon salzig oder gut gewürzt. Probieren wir noch den ersten Spaghetti, ob die auch schon so weit sind. Nein, nicht ganz. Aber es geht nicht mehr so lang. Kann man schon anfangen. So, weg, was nachher im Kühlschrank kommt, was sonst im Schrank. So. Feinen Teller bereitstellen. Als er hier auf der sitzt, dann kriegt noch ein bisschen Wärme wenigstens. Sind sie nicht allzu kalt. Genau. So, schauen wir, ob die Spaghetti schon so weit sind. Alles andere ist bereit. Heiß sind sie auf jeden Fall, was auch normal ist. Ne? Super. Die Spaghetti abstellen. Ich tue hier nur wieder kurz einschalten, aber vorher abstellen müssen, weil die schon zu knusprig wäre. Dann kann man eben jetzt direkt hier die Spaghettis nehmen, das Wasser wirklich nicht wegleeren. Und ich lasse wirklich so einiges vom Wasser kommen mit dem Spaghetti, da will ich. Und deswegen dürfen sie noch nicht ganz durchziehen. Sie müssen wirklich ziemlich al dente noch sein, weil diese Hitze bleibt hier noch, was auch ein eigentlich schlimmer Fehler wäre. Wobei Fehler passieren, man kann daraus lernen und nachher besser machen. Aber es wäre nicht schön, jetzt hier die Spaghettis vorher zu kochen, abtropfen und noch mit kaltem Wasser abschrecken, was einige machen. Bitte macht das nicht, weil dann verliert man wirklich diese schöne Möglichkeit, ich glaube, da sind noch, dass man die Stärke, die jetzt auch da im Wasser gelöst ist, kann unsere Soße jetzt schön sämig machen. Das ist das, was wir teilweise machen, mit der Butter anschwitzen oder mit Mehl. Dann machen wir genau das mit der Stärke und hier haben wir das in diesem Wasser. Also lassen wir das so. Und jetzt ist schön mit dem Speck gerührt. Klar, wenn man gern Speck hat, kann man noch mehr machen. Ich finde, das ist genug. Ich will noch die andere Zutaten spüren. Ich mache sogar noch ein bisschen von diesem Kochwasser hier rein. Geben wir noch ein bisschen Power. Und jetzt nur kurz rühren. Ein bisschen mehr. Gut. Jetzt kommt's. Ja. Und jetzt muss man schnell schaffen. Das ist da. Ich gebe sogar einen Teil von dem Käse schon hier in diese Eiermischung rein. Dann geht alles in einem. Der restliche Käse lasse ich für den Schluss, dann machen wir oben drauf.
So, dann haben wir diese Eier-Käse-Masse hier. Masse ist übertrieben, ne? Eine Mischung. Jetzt, ganz wichtig, Herd abstellen. Ich will nicht, dass diese Eier anfangen so Spiegelei zu werden oder Rühreier, das will ich wirklich nicht. Aber die Temperatur hier reicht schon, dass die Eier leicht kochen. Es ist nicht so, dass man nachher Roheier essen wird. Wirklich nicht. Macht die Eier, wie hast du gesehen. Aber man muss wirklich schnell rühren, dass nicht anfängt so das Ei anbraten. Da ist ein Speck hier. Also man braucht kein Rahm. Siehst du das? Wenn man vielleicht für jemanden macht, der bis jetzt immer mit Rahm gemacht hat, kann man so eine richtige Carbonara machen und nachher fragen, ob man das Rahm vermisst. Also schön rühren. Ich gebe nur ein bisschen Stickhuspfeffer noch dazu. Ich probiere gar nicht. Ich probiere erst dann im Teller. Weil man braucht sicher kein Salz oder weiter Gewürz. Da sind schon so viele Aromen von dem Speck, Eier. Hat man jede Menge Umami hier drin. So. Es ist extrem geschmacksreich. Und jetzt kommt das einfach auf den Teller. Ganz schön. Machen wir eine große Portion geworden, ne? Aber dann kann ich auch noch viel probieren. So. Weißt du was? Legen wir gleich so drauf jetzt. Dann sind alle Speck da. Spaghetti auch. Weg damit. Da noch ein bisschen Käse oben drauf. Fertig ist es. Das war's. Nur noch probieren. Wow, sieht ja riesig aus. Das ist Spaghetti Carbonara. fantastisch. Lass uns das sofort probieren. Sofort probieren. Grazie. Und dann muss ich auch probieren. Ich habe vorher gar noch nicht. Komm, machen wir miteinander. So, ich tue noch auf die Seite ziehen. Aber ja, nicht der gleiche Spaghetti wischen. Nein, stell dir vor. Da gibt es schon so eine Geschichte. Wie kannst du so wenig... am Schluss müssten wir dann küssen. Nur wenn wir die gleiche Spaghetti wischen. Ist Nicht ja nicht verwünscht. passiert. Alles gut. Aber meine Spaghetti gehen nochmal runter. Moment. Was soll man sagen? Fantastisch. Sensationell. Ich genieße noch. Ich habe wieder reden. Das ist fein. Es ist sehr fein. Buono, buonissimo. Buonissimo. Grazie. Prego. Wie machen wir Wurst da? 10 Mal. Also da musst du noch essen.